Vor 60 Jahren gründete mein Opa unser Familienunternehmen hier im niederbayerischen Anstorf. Aber mittlerweile haben wir in über 40 Ländern zu Hause und setzen Projekte in die Realität um. Aber bevor es soweit kommt, braucht es natürlich verschiedene Prozesse. Und einen schauen wir uns heute mit der Andrea an. Hallo Josefa. Hallo, mein Opa hat mir erzählt, dass du schon relativ lang bei uns bist. Ja, ich bin jetzt seit 27 Jahren im Unternehmen, habe im Auslandscontrolling angefangen und seit 20 Jahren verantworte ich den Bereich Konzernsteuern und Unternehmensgründungen. Klingt spannend, dass man doch bestimmt schon viel umeinander kreist, oder? Früher war ich natürlich regelmäßig auf Dienstreisen unterwegs, auf Baustellen in ganz Europa und ab und zu war auch ein exotisches Land mit dabei, zum Beispiel Bahrain oder auch Aserbaidschan. Was hast du da dann alles so gemacht? Wir haben damals einen Auftrag bekommen für die Abwicklung von dem Haidar Aliyev Center in Baku. Und um die Arbeiten ausführen zu können, haben wir eine Tochtergesellschaft vor Ort gründen müssen. Da haben wir die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt, wie man Buchhaltung macht, wie man Leute anstellen kann, wie die Rechnungen ausschauen müssen. Was war da für die besonders spannend? Ja, besonders spannend war eigentlich der Besuch auf der Baustelle, weil das Bauwerk war gigantisch. Ganz spannend ist dann auch noch die Heimreise geworden. Wir waren dann wieder zurück am Flughafen in Baku. Dann hieß es schon auf allen Monitoren Vulkanausbruch in Island, Aschewolke über Europa. Wir sind ja dann losgekommen von Baku. Wir hatten dann Zwischenstopp in Wien. Wir waren gerade auf dem Weg zum Gate Richtung München und dann kam, was kommen musste. Der Flugverkehr ist ab sofort komplett eingestellt. Heute nach Mitternacht haben wir dann noch ein Auto ergattert und sind wir dann nach Hause gefahren. An dem Tag hat es bestimmt mehrere Kollegen auch erwischt, die irgendwo festgesteckt sind. Aber nicht nur Kollegen, wenn ich mich richtig erinnere, auch Oma und Opa hat es erwischt. Hans und Brigitte Lindner waren, glaube ich, da in Irland im Ferienhaus und ich meine, die haben da auch ein paar Tage verlängert. Da muss ich es wirklich mal fragen. Ja, genau. Dann danke schön für die Zeit. Sehr gerne.